In der frühkindlichen Bildung werden die entscheidenden Grundlagen gelegt, nicht nur für die Bildung, sondern auch für das Leben. Also Kinder aus günstigem Umfeld, denen stehen immer alle Türen offen, aber Kinder aus sozial schwierigem Umfeld haben im Leben im Grunde nur eine einzige Chance. Sie finden eine gute Kindertageseinrichtung, eine gute Schule, und wer dieses Boot verpasst, der hat das später sehr schwer. Es gibt aber noch einen zweiten Gesichtspunkt, und zwar die für im 21. Jahrhundert entscheidenden Kompetenzen. Und dazu zählen auch soziale, emotionale Kompetenzen. Da kann ich mit mir selber leben, kann ich mit Menschen leben, die anders sind als ich, kann ich mit dem Planeten leben. Ich glaube, diese Kompetenzen, die werden im Grunde am besten in den ersten Lebensjahren entwickelt. Sprache übrigens auch. Wir investieren in Luxemburg viel in Sprachförderung in späteren Schuljahren, aber in den ersten Lebensjahren können wir da im Grunde am meisten erreichen. Also es geht sowohl um Chancengerechtigkeit als auch um die Förderung von Kompetenzen, die sich später nur sehr schwer entwickeln lassen. In der Studie haben wir uns auf den nicht formalen Bildungssektor im frühkindlichen Bereich fokussiert, weil da auch in Luxemburg die größten Herausforderungen liegen. Wir haben auf die Struktur geschaut, aber im Wesentlichen auch die Prozessqualität. Was ist die Qualität der Interaktion zwischen Personal und Kindern? Welches Personal, welche Bildung im Personal wird benötigt, um dieses auch entsprechend zu unterstützen? Es ist an Qualitätsmonitoring wichtig, um zu schauen, was in den Rahmenlehrplänen steht, wird das auch tatsächlich gut umgesetzt und vor allen Dingen konsistent umgesetzt. Eine große Stärke des Luxemburger Modells ist, dass Luxemburg einen kohärenten Bildungsplan hat, der sich nicht nur auf den frühkindlichen Bereich beschränkt, sondern wirklich kohärent ist. Das fängt bei Null an und geht in späteren Schulbereiche. Das heißt, dort werden im Grunde Lebensperspektiven, Bildungsperspektiven kohärent im Bereich der Bildung entwickelt. Zum Zweiten investiert Luxemburg in seine frühkindliche Bildung. Man kann sagen, für Familien sind die Barrieren, daran teilzunehmen, gering. Deutlich geringer als in den Nachbarländern und im OECD-Vergleich. Also man kann sagen, also die Zielvorstellungen werden auch mit Ressourcen dann unterfüttert. Der frühkindliche Bereich ist immer noch sehr stark fragmentiert. Wir sehen im Grunde ein relativ großes Qualitätsgefälle zwischen den öffentlichen Anbietern und den privaten Anbietern im nicht formellen Bereich. Darum muss man arbeiten, dass der Bildungsplan, der ja eigentlich integriert ist, dann auch wirklich konsequent umgesetzt werden. Da müssen Qualitätssicherungssysteme noch deutlich gestärkt werden. Vielleicht auch mit einem stärker risikobasierten Ansatz. Man kann nicht überall alles bewerten. Also es ist schon gut, dass Regierungsbeauftragte alle Einrichtungen zweimal im Jahr besuchen, aber ich glaube, da muss man noch deutlich mehr tun bei den Einrichtungen, die mehr Unterstützung brauchen, und kann da vielleicht bei Einrichtungen, wo alles gut läuft, dann mal etwas weniger tun. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man wirklich die Qualitätsstandards hebt, um sicherzustellen, dass der Übergang von Zugang zu Qualität und von Betreuung zu Bildung wirklich noch sichtbarer wird in allen Einrichtungen. Das ist schon gut etabliert im formalen Sektor, der auch in den Schulbereich integriert ist, aber im nicht formalen Sektor, gerade bei den privaten Anbietern, ist einiges zu tun. Entscheidend ist letztendlich die Prozessqualität, das heißt die Qualität der Interaktion zwischen Personal und Kindern. Wenn man sich das Qualitätsmonitoring in Luxemburg gegenwärtig anschaut, geht es noch sehr oft um Strukturen, um die Voraussetzungen. Aber die Aufgabe der Regionalbeauftragten sollte noch stärker darauf fokussiert werden, wirklich die Interaktion, die Qualität der Interaktion zu bewerten. Das heißt, das Gespräch zu suchen mit den Kindern, mit den Eltern, mit dem Personal in den Einrichtungen, dass man da im Grunde dieses noch vertieft. Die Regionalbeauftragten sind ja nicht nur alleine, es geht nicht nur um Monitoring, es geht wirklich um die Unterstützung und Weiterentwicklung der Institution vor Ort. In den ersten Lebensjahren werden die entscheidenden Grundlagen gelegt für Erfolg in der Schule. Also man sieht da sehr, sehr klare Zusammenhänge. Kinder, die an einer guten Elementarbildung teilgenommen haben, haben sehr viel bessere Startchancen. Man sieht auch bei den Testleistungen in Luxemburg beim Schuleintrittsalter immer noch deutliche Unterschiede. Also da
kann man sagen, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber man muss sagen, die frühkindliche Bildung hat eine Bedeutung weit darüber hinaus. Wir sehen bei Längsschnittsstudien, die haben wir jetzt nicht für Luxemburg, aber im internationalen Vergleich, dass selbst im Erwachsenenalter noch sich große Vorteile ergeben beim Einkommen, den Arbeitsmarktaussichten. Die Menschen sind einfach besser vorbereitet. Viele Dinge, die im Leben so wichtig sind, lernen wir am besten in den allerersten Jahren.